Liebe Jugend, wir möchten heute kurz Gedanken machen über Wandel nach Gottes Willen. Aber noch bevor wir überhaupt zu der Gedanken kommen können, müssen wir erst verstehen, was sind wir eigentlich durch Jesus Christus. Und Christen sind ja Menschen, die durch Jesus Christus mit Gott, der Vater, verbunden sind. Sie haben rettende Glaube an Jesus. Und ihre Sünden sind alle vergeben worden. Gott hat ihre Sünde vergeben und somit sind wir durch Jesus Kinder Gottes geworden. Wir sind durch ihn zu einer neuen Schöpfung geworden. Und durch die neue Schöpfung, das zeigt sich durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, neue Schöpfung. Und Paulus erklärt diese neue Schöpfung in Galater 2, Vers 22, wo er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Punkt. Christus in mir. Das heißt, mein ganzes Leben ist ein Leben, wo eigentlich Christus in mir lebt. Sichtbar ist, dass Christus in mir lebt. Aber wir müssen einfach schon ehrlich sein, so einfach ist es nicht immer. Und so gibt Paulus ein sehr gutes Prinzip diesbezüglich, wo er sagt, 1. Korinther 10, Vers 31, Vers kennt ihr, das erwähne ich immer wieder mal in der Jugend, wo er sagt, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zu Ehre Gottes. Also er nimmt die banalste Sache, eben wie ein Glas Wasser zu trinken, und er sagt, tut es zu Ehre Gottes. Also es zeigt uns ganz klar, es gibt keinen Bereich unserer Leben, wo nicht zu seiner Ehre sollte sein. Ja, sogar wenn ich schlafe gehe nachts. Schlafe zu Ehre Gottes, würde jetzt Paulus wahrscheinlich sagen. Das ganze Abschnitt 1. Korinther 10 ab Vers 23 geht es ja um Gemeinschaft unter Gläubigen und ihre Gemeinschaft zu Ehre Gottes. Und von dem Text können wir sehr gute Prinzipien herausholen, Fragen, die wir stellen können in Bezug auf alltägliche Sachen, die wir machen. Und Paulus redet da ja auf einer Seite über christliche Freiheit. Wir sind ja frei durch Christus. Wir sind nicht mehr unter irgendein Joch, zum Beispiel vom Gesetz. Aber die Freiheit kann auch missbraucht werden. Und so gibt er ganz klare Prinzipien, die wir anwenden können, um zu erkennen, ist dies, was ich mache, wirklich zu Ehre Gottes. Ich möchte Vers 23 und 24 kurz lesen, 1. Korinther 10, und da lesen wir, es ist mir nicht alles erlaubt, aber es ist mir nicht alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Jetzt habe ich falsch gelesen. Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Also, Freiheit, es ist mir alles erlaubt, und da kommt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen. Also da haben wir genau die Frage, die wir uns stellen können. Vers 23 nochmal, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Also wir stellen uns die Frage in Bezug auf Nützlichkeit und ob es erbaut. Das Wort Erbau im Neuen Testament wird immer oder oft verwendet, um das geistliche Wachstum zu beschreiben. Erbaut es, aufbaut es unser geistlicher Glaube. Und nützlich, ich kann ein Synonym nehmen, ist es dienlich, ist es hilfreich, ist es brauchbar. Also es sollte mein geistliches Wachstum fördern und es sollte hilfreich sein. Es sollte wie ein Ziel haben. Und so, wenn wir Entscheidungen treffen bezüglich einer Tätigkeit, sollten wir eigentlich zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, ob sie erlaubt ist im Wort Gottes. Und wenn sie nicht untersagt ist im Wort Gottes, ist sie ja erlaubt. Also die erste Antwort ist dann ja. Wenn sie ja ist, dann stellen wir uns eine zweite Frage. Und die zweite Frage ist sie nützlich und aufbaut sie? Das war wichtig im Kontext der Korinther, das kommen wir nachher mit Vers 24. Die Korinther sind Egoisten gewesen. Und darum die Frage, ist es nützlich und erbaut es? Bringt es mich weiter
im Glauben. Und das ist tatsächlich, Geschwister, keine einfache Frage, weil ziemlich schnell erkennen wir auch im alltäglichen Leben, ja, so wirklich weiter bringt es mich nicht. So wirklich erbauen tut es mir nicht. Und es ist die Mutter von John Wesley. John Wesley ist ja einer der größten Erweckungsprediger im englischsprachigen Rom der 18. Jahrhundert gewesen. Und er ist sehr prägt worden durch seine Mutter. Und sie hat auch da ihren Sohn oder Söhne ganz gute Prinzipien auf den Weg gegeben. Und sie hat Folgendes gesagt, und ich zitiere: Wenn du die Rechtmäßigkeit einer Vergnügen erkennen willst, dann folge dieser Regel. Was immer deinen Verstand schwächt, die Feinfühligkeit deines Gewissens beeinträchtigt, deine Beziehung zu Gott verdunkelt oder die Freude an geistlichen Dingen nimmt, was immer schließlich die Herrschaft deiner Leibes über deinen Geist fördert, das ist Sünde. Nochmal als letzter Satz: Was immer schließlich die Herrschaft deines Leibes über deinen Geist fördert, das ist Sünde. Jetzt kommen wir zum zweiten Vers und da lassen wir: Niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen. Also wir haben gesehen vorher, es muss nützlich sein und es muss erbauen. Jetzt kommt eine wichtige Frage: Ist das, was ich mache, aus egoistischen Gründen? Ja, die Korinther sind Egoisten gewesen. Die Korinther haben immer das gesucht, was für sie gut war. Und sind wir ehrlich, das ist doch in unserer fleischlichen, menschlichen Natur leider durch die Sünde ganz normal. Aber wir stellen oft als Christen, als wiedergeborene Christen, die Frage: Was habe ich davon? Und das ist eigentlich eine sehr fatale Frage und ja, je nachdem auch die Antwort. Es geht nie um was habe ich davon. Und so sagt er: Niemand suche das Seine, sondern das des anderen. Und Paulus ergänzt es in Philipper 2, wo er sagt: Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der anderen. Das ist ganz, ganz ein wichtiges Prinzip. Es geht nicht um uns. Es geht auch im Leben, auch innerhalb der Gemeinde und Gemeinschaft, immer ums andere. Auch in der Ehe ist das ein wichtiges Prinzip. Im Ehepartner, der Ehemann oder Frau, es geht immer um den anderen. Und so stellt Paulus und er sagt die Korinther: Hört auf, immer auf euch selber zu schauen und fragt euch: Ist die Aktivität, die ich mache, auch um der anderen willen? Also wir sehen, nochmal, es muss nützlich sein, es muss erbauen und es soll nicht aus egoistischen Gründen sein. Der Text geht da weiter und ich möchte euch wirklich empfehlen, studiert den Text. Es ist ein sehr interessanter Text, weil in dem Text geht er weiter und er setzt Freiheit über Gesetzlichkeit, Vers 25 bis 27. Er setzt Demut über andere zu verurteilen, Vers 28 bis 30. Aber Ziel christlicher Freiheit möchte ich nochmal lesen, Vers 31 und 32. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut alles zur Ehre Gottes. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Und so sagt Paulus am Anfang von Kapitel 11: Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Also er sagt, werdet Christus ähnlicher. Und wir müssen eins erkennen: Christus wohnt in uns, sein Geist wohnt in uns. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und darum bittet ja Paulus auch und er sagt: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer ganzes Wesen. Nochmal, ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt, untadelig bewahrt werden. Durch Jesus Christus
Durch seinen Tod sind wir heilig und geheiligt. Und trotzdem ruft er uns, werdet ihm ähnlicher. Also Christus ähnlicher. Ja, eine Frage, der wir uns stellen müssen in jeglicher Aktivität. Würde auch Jesus diese Aktivität machen? Und ich weiß, es ist keine einfache Frage. Es kostet uns auch manchmal etwas. Aber es lohnt sich. Es geht um Leben zur Ehre Gottes. Wir sind wiedergeborene Christen. Nicht wir leben, sondern Christus lebt in uns. Ich möchte einfach motivieren, was Paulus da sagt. Werdet voll von ihm. Werdet ihm ähnlicher werden. Ja, in allen kleinen Sachen unserer Leben. Forscht den Text weiter und ich wünsche euch alle Gottes reichen Segen.